Was sagst du da? Mein roter Anhänger ist auch ein Geschenk von Cyber. So, wenn mir nicht alles täuscht, müssen wir jetzt in die Ranger-Vereinigung und Bericht erstatten. Meine letzte Aufnahme ist schon Zeit her. Das soll uns aber jetzt nicht weiter stören, weil den richtigen Weg werden wir dann schon finden. Was ich aber noch weiß, wir haben das letzte Mal noch alle möglichen Aufträge, die es gibt, abgeschlossen. Und richtig, wir müssen Bericht erstatten. Willkommen zurück, Ranger. Ist dein Gesicht vom Frost zu rot? Das muss ja furchtbar kalt gewesen sein. Wärm dich schnell wieder auf. Ah ja, stimmt, wir haben ja diesen Blaugemme. Die Blaugemme haben wir dabei, genau. Letzte Folge waren jetzt 2 Bosse, Lucario und Frostedie. Alter, der Part war ja mal stark. Und der Part davor war stark. Das wer so nichts gesehen hat. Macht zwar keinen Sinn, aber... Ist das die Blaugemme? Sehr gut gemacht, exzellente Arbeit. Du hast dir für diese Leistung auf jeden Fall eine Belobigung verdient. Ja. Mare, ich befördere dich hiermit in den Ranger Rang 6. Ranger-Pose. Geil, Mann. So kann der Part durchstarten. Poweraufladung erfolgt nun rascher. Oh, nice. Das ist wichtig. Du musst völlig erschöpft sein, Ranger. Würdest du dich gerne ausruhen? Yes. Alles klar. Gute Nacht, Ranger. Wir können uns jetzt hier ausruhen, weil wir vorher schon alle möglichen Aufträge erledigt haben. Das heißt, wir verpassen nichts. Und, hey, eins muss ich mal sagen. OBS hat eben gerade bei mir ein Update gemacht. OBS ist mein Aufnahmeprogramm. Und, ey, der Audiomixer schaut jetzt so beschissen aus. Also klar, wie immer, wenn es eine Veränderung gibt, schaut erstmal scheiße aus. Aber ist erstmal gewöhnungsbedürftig. Naja, und ich hoffe einfach mal drauf, dass sie absolut keine Einstellungen verschoben haben. Was normalerweise beim Update ja nicht der Fall sein sollte. Dankeschön. Einen guten Morgen, Ranger. Hast du wohl geruht? Heute ist der Tag der Tage. Wir werden die Kräfte der Blaugemme endlich einem Test unterziehen können. Begleite mich doch bitte auf das Dach. Ja, ich bin doch mal gespannt, was die Blaugemme hier großartig ausrichten kann. Ich habe für diesen Test ein spezielles Verstärkersystem entwickelt. Es bezieht seine Energie aus der Lebenskraft unseres Baumes der Harmonie. Dort ist ein Podium, auf dem die Blaugemme platziert wird. Siehst du es? Unser Ziel ist es, die Kraft der Blaugemme nach ganz Almir zu übertragen. Das sollte die Wirkung aller miesen Kongigas und heimtückischen Konminis aufheben. Crazy. Also wenn es so leicht funktioniert. Aber ich kann ja fast erzählen, weil wir sind nur weitem nicht am Ende von dem Spiel. Mare, die Ehre, die Blaugemme zu platzieren, ist natürlich die deine. Aber jetzt Beeilung. Husch, husch. Wir sind ja, by the way, beim Part 22, also Schnapszahl. Ey, Blaugemme schaut aber schon geil aus. Eingehender Bericht. Die in Havelbrück wütenden Pokémon haben sich beruhigt. Sie sind wieder ganz sie selbst. Oh, bitte warten. Über Funk kommt gerade ein weiterer Bericht herein. Wow, Pokémon wurden gezwungen, in den Brise Forst zu marschieren. Aber sie sind wieder zu Sinn gekommen. Sie scheinen frei von Kontrolle zu sein. Aha, genau wie ich dachte. Ein eindrucksvoller Erfolg. Die blaue Gemme verfügt über die wundersame Kraft, den Schattenkristall zu negieren. Wo wir gerade davon sprechen, was passiert mit unserem Dunkelstück? Irgendetwas? Ist das die Anzeige hier? Mal sehen. Oh ja, super, es funktioniert. Die Kraft des Dunkelstücks ist gesunken. Aber was stimmt da nicht? Die Kraft ist nicht auf 0 gesunken. Nicht einmal nahe dran. Ist vielleicht um ein Drittel zurückgegangen. Zählt das als Erfolg? Oh, ich erhalte schlechte Nachrichten. Im Brisefort sind immer noch viele Pokémon unter Kontrolle. Ah ja. Oh nein, bitte wartet mal kurz. Da kommen noch mehr schlechte Neuigkeiten rein. Die Pokémon von Havelbrück, die wieder zu Sinn gekommen waren, scheinbar beginnen sie wieder unter Hypnose zu geraten. Ah, Blaugemme ist schwach. Oder, was heißt schwach? Nicht stark genug. Warum funktioniert das nicht? Die Kraft der Blaugemme reicht nicht aus. Ihre Wirkung ist unvollständig. Ist unser Blaugemme-Plan ein Fehlschlag? Ja, das war das erste, was wir gehabt haben. Oh, was ist das denn? Es sieht so hübsch aus. Ach du meine Güte. Meine Brust leuchtet auch. Was ist denn nun wieder? Ihr da, leuchtende Leute, tretet näher an das Dunkelstück heran. Steht da... Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, was es ist. Oh mein Gott, ich weiß, was es ist. Steht nicht da wie die Ölgötzen. Moritz, geh auch näher heran. Bling.
Es gibt anscheinend nur 2 weitere Kristalle, die den Schattenkristall negieren können. Nur zusammen schaffen sie es komplett. Oh wow, das ist der helle Schein der Jugend. Es wird immer heller. Das ist zu grell. Oha, was ist das denn? Das dunkle Stück ist durchsichtig geworden. Und nochmal, oha, die Anzeige ist diesmal auf 0 gefallen. Ganz wie ich gehofft hatte. Linda und Rhythmia, sagt mir, was genau verbergt ihr da auf eurer Brust? Ach, Professor Hastings. Ist es vielleicht dieser gelbe Anhänger, der da so leuchtet? Dieser Anhänger ist ein Geschenk von Cyber, ein Souvenir aus der Haruba-Wüste. Vermutlich bin ich der Einzige, der ihr sowas gegeben hat. Boah, vielleicht ja nicht. Sorry, aber Cyber wirkt jetzt nicht unbedingt so, als wärst du die Einzige. Was sagst du da? Mein roter Anhänger ist auch ein Geschenk von Cyber. Called it. Called it. Oh mein Gott, Linda und Rhythmia, ihr seid beide... Rhythmia, bist du ein bisschen jung eigentlich, oder? Fällt mir gerade auf. Linda war sie gerade nicht. Er ist ein Souvenir aus dem Brodellanden. Willst du damit irgendwas andeuten? Cyber, will ich auch aufbocken? Sorry. Mein Anhänger ist viel schöner als deiner. Und wenn schon, mein Anhänger ist größer als deiner. No way. Jetzt streiten Sasiano. Schönheit ist wichtiger. Auf keinen Fall. Größe ist am wichtigsten. Oh mein Gott, Leute. Die inneren Werte zählen. Aufhören, genug von diesem Gequassel. Etwas anderes ist hier viel wichtiger. Die Reaktion, die daher rührte, dass die 3 Anhänger nahe beieinander waren. Oder genauer ausgedrückt, dass die 3 farbigen Steine nahe beieinander waren. Die 3 Steine harmonisierten miteinander, um die Macht der Dunkelheit zu negieren. Wie ich vermute. Ich habe schon einen Titel für die Folge. Und der Thumbnail. Cyber die Sau. Da wir das wissen, wie geht es weiter? Ich brauche Zeit. Ich muss das noch gründlich analysieren. Bis Professor Hastings seine Analyse beendet hat, mögen die Ranger bitte ihre reguläre Patrouillentätigkeit wieder aufnehmen. Tut euer Bestes, um euch um die Sorgen und Nöte unserer Bürger zu kümmern. Wenn eure Patrouille abgeschlossen sind, meldet euch bitte bei mir zurück. Okay, das heißt, wir kriegen jetzt direkt wieder neue Aufträge. Gut. Dem gängen wir natürlich direkt nach. Mit Ranger Rang 6. Da ist ganz schön viel los. 7 Mal die gleichen Menschen? Die Pokémon leiden dadurch am allermeisten. Durch diese schrecklichen Zwischenfälle wird es zu unsicher hinauszugehen. Der Präsident der Altro GmbH, Nubilus Strahlemann, soll auch über die Pokémon-Vorfälle besorgt sein. Nubilus Strahlemann, okay. Also wir wissen ja, Altro GmbH ist noch so ein bisschen zwielichtig. Aber Nubilus wirkt jetzt erstmal als ein vernünftiger Typ. Schauen wir mal, wie sich das entwickeln wird. Oh na, wir haben doch keine neuen Aufträge? Dann reden wir nur mehr mit Olli. Du bist irgendwie süß. Ja. So läuft es. Ich habe mich dazu entschlossen, heute endlich meine Meinung zu sagen. Stark, das ist nicht schlecht. Sagten Sie, Sie seien Team Nachtschatten? Was haben Sie vor? Ja, ich sagte ehrlich, ich weiß gerade nicht, wo ich am besten entlang gehe. Aber wir hören uns erst mit Staraptor. Ganz ehrlich, ich glaube, dass wir jetzt die Zeit hätten, Aufträge zu machen. Aber wir haben ja schon alle gemacht, deswegen gehe ich einfach wieder zurück und sage, wir haben die Patrouille abgeschlossen. So, Gerda, ich bin fertig mit der Patrouille. Vielen Dank für deine Mühe. Professor Hastings möchte sich mit dir über die nächste Mission unterhalten. Er müsste im Forschungslabor in der 1. Etage auf dich warten. Almir und die Pokémon brauchen uns. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Du, das war jetzt an den wirklich der Plan. Gibt's eigentlich mal wieder Zeitung? Almir-Journal? Ich habe die nächste Missionen für euch 2 beschlossen. Nach Strahlemanns Tagebuch kann man die Tränen der Prinzen anderswo bekommen. Alte Dokumente deuten an, dass die Steine außerhalb des Schlottertals zu finden sind. Die farbigen Steine kommen manchmal in der Haruba-Wüste und in den Brodellanden vor. Rhythmias und Lindas Anhänger sind also wohl aus Tränen der Prinzen gefertigt. Mari, ich möchte, dass du in die Brodellande gehst. Suche nach dem roten Kristall, von dem die roten Tränen der Prinzen mutmaßlich herrühren. Oder du begibst dich in die Haruba-Wüste und suchst die gelben Tränen der Prinzen. Stelle fest, ob es tatsächlich einen gelben Kristall gibt, von dem der farbige Stein abstammt. Was ist, wir können nicht in die Haruba-Wüste und den gelben Stein finden? Das ist übel traurig eigentlich. Wenn ihr den roten bzw. gelben Kristall finden solltet, sichert ihn sofort. Diese Missionen sind wichtiger als alle, die ihr jemals erhalten habt. Ranger-Pose. Gut, Brodellande also wieder. Ich bin da mal unterwegs in die Haruba-Wüste. Marit, du gehst in die Brodellande. Wünschen wir uns gegenseitig Erfolg und sichere Heimkehr. Ich muss aber sagen, die Haruba-Wüste war für mich interessanter gewesen. Weil Brodellande haben wir schon ziemlich gut abgegrast. Aber gut, wäre ja mit Sicherheit ein anderer Teil der Brodellande sein.
Beschaffe die Rotgemme. Blaugemme hört sich cooler, okay. War sehr unspektakulärer Start. Pantimimi. Ich glaube, Pantimimi als Partner-Pokémon ist doch noch nicht abgeschlossen. Ich glaube, dass wir jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit haben. Unser Pantimimi kann ein ganz schöner Racker sein. Da dreht sich nur vom Hinsehen schon alles. Ah, da kommt schon wieder eine dieser kriminellen, lichtscheuen Gestalten. Der Mord doch nicht nie, oder? Wow. Jo, der Kollege schaut mittlerweile anders aus. Du da, verschwinde auf der Stelle. Willst du unser Pantimimi schon wieder entführen? Was, du in der Nachtschatten? Großpapa, das stimmt doch gar nicht. Wie, was? Ein Ranger von Pokémon, sagst du? Aber klar, natürlich bist du das. Heutzutage sieht jeder mit einer Uniform für mich wie ein Nachtschatten aus. Aber gut, ja, bei näherer Hinsehen bist du wohl sicherlich ein Ranger von Pokémon. Ja, und jetzt? Komm, Enkelin, du kannst ein bisschen was sagen. Unser Pantimimi hat sich seit seiner Rückkehr von dem Frachtschiff so benommen. Ich bin sicher, er imitiert die Fangscheibe eines Rangers. Achso. Okay, das ist chill. Ja, komm mir wer jetzt helfen, verdammt, Mann! Rotgemme! Unser Pantimimi dreht sich die ganze Zeit nur noch im Kreis. Ja, was mit dir? Bist du wenigstens jetzt normal? Angellehrer. Seit kurzem kann ich kaum den neuen Tag abwarten. Crazy, du bist Angellehrer geworden. Ja, und jetzt? Verdammt. Ah, da geht's weiter. Ah, okay. Das ist eine alte Eisentür, die man verschließen kann. Ja, geil. Mach mal auf, oder? Was steht da? Gefahr. Betreten wird von mir nicht gestattet. Das heißt, ich brauche wieder die Erlaubnis vom Dorfältesten, oder? Das war doch letztes Mal auch schon so. Wie war was mit dem roten Prinz? Die rechte Seite der Höhle. Du willst rein, aber sie ist nicht offen. Du willst den Schlüssel für die Tür haben? Du redest viel zu sehr durcheinander. Ich verstehe kein Wort. Hast du eigentlich schon mal die rechte Höhlenseite gesehen? Wenn du sie mal sehen willst, kann ich die Tür für dich aufschließen. Brauchst dich auch nicht zu bedanken. Die Pokémon der Brodelande schulden dir was. Geh rück schon mal vor, während ich den Schlüssel suche. Wir treffen uns vor dem Eingang. Ja, passt. Also mal wieder Erlaubnis vom Ältesten holen. Ah, da bist du also, Ranger von Pokémon. Tut mir leid, dass du warten musstest. Lass mich das für dich öffnen. Ja, also im Endeffekt ein ganz neuer Bereich, wie ich schon vermutet habe. Oh, geht etwas schwer heute. Sag bloß, wenn wir es nicht aufbrechen. Wenn das nicht der Schlüssel war, muss ja wohl dieser hier sein. Oh na, hast den Schlüssel verloren. Das hat auch nicht funktioniert. Vergiss doch einfach den roten Stein. Das löst alle Probleme. Oh. Großpapa, der richtige Schlüssel ist doch hier. Pantimimi hat ihn um den Hals hängen. Ah, geschafft. Tut mir leid, Ranger. Der Herr wird die Tür öffnen. Na, ohne die Enkelin geht halt nix, gell? Ah, und schon ist sie offen. War doch überhaupt kein Problem. Was wir bloß auf diese Feuerfontänen auf. Ich wusste das wirklich nicht, aber Magma ist... Es ist sehr heiß, oder? Du wohnst auf die Brodelande und dann laberst du so ein Bullshit? Meine Fresse. Voicemail. Von Volara. Aha! Die Top-Rangerin. Volara hier. Lass dir von mir einen Rat geben. Wenn du den Brodelvulkan erkundest, fang ein Pokémon, das auf Magma schwimmen kann. Alles klar? Oh, so krass gleich. Hier, Kurtel, glaube ich, haben wir noch gar nicht gehabt. Genau. Ja, dann wär's das Dusel. Neue Fähigkeit. Sozusagen... perfekt, wir haben ja Blindfeuer jetzt. Sozusagen das Pendant zur Bojelin. Blub. Weil mit Bojelin kann man ja die auf Wasser surfen und mit Kurtel dann wahrscheinlich auf Lava. Magmagleiter. Das erste neue Pokémon des Parts. Ich habe schon mal irgendwo gesehen, dass hier mehrere neue Pokémon noch dumm sind, die wir noch nicht haben. Und ich habe mich gewundert, so, welchen Teil kennen wir noch nicht? Wait, wie hast du nur? Hariyama. Okay, irgendwie ist der Sound echt ekelhaft. Boah, was ist denn da für Pokémon nochmal dumm? Also ich muss ja fast jetzt erstmal hier schon mal raus. Naja, was? Ich schaue erstmal nach oben. Weil da rechts ist der Speicherpunkt. Der Lava-Schwimmsound ist wirklich ekelhaft. Boah, Flamara. Haben wir auch noch nicht gehabt. Jetzt geht's wieder los. Jetzt weiß ich noch nicht, wo ich jetzt erst hieße. Oh Mann. Ja, ich glaube, ich gehe erstmal darüber. So, ein neues Glutexo. Bin mal gespannt, was du drauf hast, aber wahrscheinlich halt auch einfach nur irgendein Brand. Yeah. Nice. Brand 2 halt auch nur. Und das ist mega schwach. Da haben wir schon wesentlich stärkeres gehabt. Aber wir haben fast wieder Level Up. Und das finde ich geil. War jetzt da noch irgendwas Spezielles? Die brauchen wir jetzt auch noch. Haha, dann hören wir uns das Level Up ab. Dann bin ich ja den richtigen Weg gegangen direkt. Also, mal sorry, aber ich weiß leider nicht mehr, wie du hast. Kindwurm. Aus dir wäre so ein richtig geiler Drache, gell? Du bist der Drachen-Pokémon. Ja. Schauen wir mal, was du drauf hast. Tackle?
Aber wenigstens kriegen wir von dir Level Up. Power plus 5! Power wird immer wichtiger, ich sag's euch. Vor allem für die Bossfights. So, jetzt haben wir Hariyama. Autsch. Komm. Du wirst richtig fett zertrümmern haben oder so. Du krasses Kampf-Pokémon. Durchziehen. Genau, Bolzzwang. Zertrümmern 3. Ja, das ist stark, Oh, und jetzt gibt er gut EP. Naja. Ach, du greifst AO? Bist du ein Hund? Oh. Wir brauchen Hariyama direkt. Nein, wir brauchen Löschen. Oh, jetzt wird's lustig. So, wenn jetzt da Coalition 2 drin ist, dann haben wir ein Problem. Aber nein, da sind 2 Gastrodon. 3 Gastrodon. Ich bin voll Idiot. Ja, Gastrodon ist mittlerweile gar nicht mehr so stark. Das war in der ersten oder zweiten Folge. Ne, was? Erste, zweite? In den ersten Folgen auf jeden Fall ganz anders. So, Löschen 2. Bitte einmal hier den heißen Felsbrocken zerstören. Ah, und jetzt mir mal zertrümmern. Wow, okay. Jetzt geht's los, dass wir 2 Pokémon teilweise für Ohrhindernis brauchen. Das ist gar nicht so geil, ehrlich gesagt. So, wer bist du eigentlich? Draschel? Bist du nicht da? Oh. Bist du nicht da? Pokémon, das zum Drachen wird? Bist du die Weiterentwicklung von Kindwurm? Ey, sorry, da bin ich absolut nicht mehr bewandert jetzt, gell? Aber scheint so, ja. Das ist auch ein cooles Pokémon. Zur Sicherheit nehme ich jetzt aber auch nochmal Hariyama mit. Ja, okay, komm, ich bin mal nicht so. Ich nehme direkt den Gastrodon mit. Das sind nicht immer sonst direkt 3. So, wollen wir erstmal kurz mal abspeichern. Dann schaue ich ganz kurz nach oben, wie es ausschaut, wie es weitergeht. Und sonst eventuell beende ich den Part. Je nachdem, was passiert. Ich meine, ich nehme oder so nochmal einen Part auf, von dem her. Gut, also Draschel können wir theoretisch auch weiterhauen, weil es da ist. Oh, wir sind draußen. Und haben die purpurrote Einheit entdeckt. Ja, dann darf ich mal sagen, es ist jetzt wirklich ein gutes Ende für den Part. Ich hoffe natürlich, es hat euch alle gefallen. Den nächsten Part findet ihr in der Endcard, sobald er online ist. Bewertung nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.